Guten Morgen Schweiz! In diesem Video geht es um die CO2-Gesetzabstimmung. Ich sehe die Abstimmung relativ einfach. Um die Umwelt zu schützen, muss man Sachen opfern. Es passiert nicht von allein. Irgendwann sind wir tot, aber die Welt lebt weiter. Klar gibt es jetzt schon Erdrutsch, Hitzewellen, Trockenheit und Überschwemmungen. Aber das ist erst der Anfang. Wenn wir alle so weitermachen, wird es schlimmer. Darum beschäftigen wir uns jetzt schon damit. Ich versuche dir in diesem Video eine kurze, neutrale Zusammenfassung von dieser Abstimmung zu geben, damit du nachher für dich richtig entscheiden kannst. Wie wir auf dieser Grafik sehen, steigen die Temperaturen in der Schweiz sehr stark an. Wir wissen alle, dass einer der Gründe für den Effekt Treibhausgas sind. CO2 ist eines von diesen Gasen. Bis 2030 soll die Hälfte vom Treibhausgasausstoß reduziert werden, seit dem Stand von 1990. Das ist auf jeden Fall das Gesetz, das gemacht worden ist. Dagegen ist ein Referendum ergriffen worden, wir wissen schon, was das ist. Falls nicht, kannst du in einem älteren Video schauen. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum wir jetzt alle darüber abstimmen. Was uns ja am meisten interessiert, ist, wer zahlen muss, wie viel und wer denn das Geld bekommt. Wer muss alles zahlen? Die Heizöl und Erdgas brauchen zum Heizen. Im Moment zahlen wir 120 Franken maximal pro Tonne. Mit dem Gesetz soll es auf 210 Franken pro Tonne steigen, wenn man den CO2-Ausstoß nicht minimiert. Dann die fliegen, mindestens 30, maximal 120 Franken pro Flug von der Schweiz ins Ausland. Die Autoimporteure, Benzin- und Dieselimporteure müssen auch zahlen. Und zum Schluss all die Auto fahren. Für einen Liter Benzin oder Diesel kann man bis zu 12 Rappen mehr müssen zahlen. Im Moment können Tankstellen schon 5 Rappen mehr verlangen, machen es aber nicht unbedingt. Dem Gesetz 12 Rappen maximal, das heisst plus 7. So, was wird mit dem ganzen Cash gemacht? Die Hälfte der Flugticketabgabe wird in einen Klimafonds investiert. Ein Fonds ist quasi wie ein Bündel von Geld, das verwaltet wird, und das Geld kann man dann irgendwie brauchen. Zum Beispiel investiert man dann in energienachhaltige Projekte, wie zum Beispiel Elektrobus oder Ladestationen für E-Autos. Verschiedene Sachen können subventioniert werden. Und die andere Hälfte braucht man für Subventionen, direkt für Unternehmen, die umweltfreundliche Sachen erforschen oder produzieren. Wenn man umweltfreundlich baut, Ladestationen auch wieder. Auf dieser Grafik sieht man schön viel, was wo hingeht. Klar, das ist jetzt ein bisschen blöd für die mit Öl heizen. Ein Auto haben, das viel Benzin braucht und viel fliegen wollen. Die zahlen mehr. Wenn einer nichts von diesen 3 Sachen macht, dann muss er nichts extra zahlen, aber er bekommt trotzdem etwas. Jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein soziales System. Man sieht hier den Pot, alle, die es brauchen, dort geht Geld rein. Und dann sieht man, ein Teil geht wieder direkt zurück an die Bevölkerung. Man sieht hier im Abschnitt vom Abstimmungstext alle Personen. Das kommt dann zurück über AHV oder andere Wege. Und je nachdem ist für jede Person natürlich dann anders, ob sie im Schnitt dann mehr zurückbekommt oder mehr muss ausgeben. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man die Leute motivieren soll, die 3 Sachen zu unterlassen. Jeder muss für sich entscheiden, ob es ihn interessiert oder nicht. Die Schweiz wird nämlich nur 0,1% vom weltweiten CO2-Ausstoß verursachen. CO2 ist nämlich eine negative Externalität, das heisst, wenn ich CO2 ausstoße, verursache ich etwas, das andere negativ beeinflusst und ich mache nichts dagegen. Mit diesen Kosten versucht man die Externalität zu internalisieren, das heisst, dass man dafür zahlt. Das heisst, dass man dafür Verantwortung übernimmt. Und wenn jeder sagt, der andere hat sich darum zu kümmern, macht es bekanntlich am Schluss niemand. Der Klimawandel ist ein Weltproblem. Wenn man will, der Umwelt helfen, muss man auf jeden Fall etwas opfern. Und irgendwo muss man zahlen. Und leider wird es auch da gewisse härter treffen und gewisse weniger härter. Dein Entscheid. Die Abstimmung ist am 13. Juni. Wenn du brieflich abstimmst, denk daran, genug zu früh abzustimmen. Klimawandel ist auch wieder ein riesiges Thema. Wenn du noch Einwände hast, die du gerne möchtest mit uns teilen, teile sie doch, schreib sie in die Kommentare, dann können wir darüber diskutieren. So tauschen wir uns gegenseitig aus. Wenn du etwas vom Video hast nehmen können, würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn du auch zukünftig informiert sein über politische Sachen, Abstimmungen, dann abonniere doch den Kanal. Ich bemühe mich um Objektivität und Neutralität, aber klar, jede Person, wenn sie etwas sagt, hat immer einen subjektiven Touch.
Darum auch da wieder, wenn du andere Gedanken, andere Ideen hast, teile sie doch mit uns in den Kommentaren. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao!